Und damit herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon, die gelbe Edition. Ja, hallo Robert, nee, die Stimme war schon weg, man muss gerne noch was vorbereiten im Hintergrund und dann kam ein falsches Bild im Weg und... Naja, so, jetzt geht's hoffentlich weiter, gewohnt in normaler Qualität, mit Chat, mit Rahmen, mit Bild, ihr hört mich und ja, ist immer so ein bisschen doof, das vorzubereiten. So, das Teamrocket Hauptquartier hat 400 geschossen, du findest den Boss niemals. Denkst du mal. Gut, jetzt ist schon eine Weile her, sowohl im Stream als auch auf YouTube. Das liegt vor allem daran, dass, ja, wegen Länge und so weiter, da muss ich die Parts ein bisschen kürzer machen. Sonst gehen wir da echt mal die Folgen aus oder ich muss die irgendwie alle 2 Tage bringen. Dann kriegen wir sie nie fertig. Das ist halt der Nachteil im Live-Let's Play. Okay, momentan ist keiner auf dem höchsten, also vom Level her. Weil er soll es von dieser Episode ja entwickeln. Also, wissen wir jetzt mal meine Wunschvorstellung. Domi ist sowieso immer krass dabei. Da momentan das einzige Pokémon, ich sage jetzt mal nicht Let's Play, sondern irgendwie der einzige Pokémon-Stream, in dem Domi ein Vogel ist. Dem sogar gefällt. Ich sage nur Porenta, Porenta. Fliegen, Rückzugkrebsen, so, wie ihr das Chat sehen könnt, wir haben irgendwie das Thema Ausbildung, wie wir auf das gekommen sind, keine Ahnung. Das ist eine Frage für sich. So, wir müssen ab hier weiter. An anderen Orten geht es gerade nicht. Ja, Ausbildung bzw. generell halt Arbeit ist immer so eine Sache für sich. Ich meine, theoretisch die Grundausbildung ist das eine. Da muss man sich heutzutage schon irgendwie durchkämpfen, weil einfach irgendwie überhaupt nichts auf, ich sage jetzt mal, Individualität gemacht wird, oder? Ich meine, alle werden gleich behandelt, das ist ja im Prinzip ja auch Fairness, aber andererseits natürlich auch jeder Charakter, jeder Mensch, jeder Schüler hat seine individuellen Stärken. Der kann seine Wunschfächer und so weiter haben, aber die Hassfächer, sag ich jetzt mal, in meinem Fall war es zum Beispiel immer Musik und auch Französisch, die muss man trotzdem nehmen, bis in eine bestimmte Stufe, dann kann man es wieder abwählen. Aber es gilt irgendwie für alle, die können alle sagen, jo, wir wählen es jetzt ab und so weiter. Statt von Anfang an zu sagen, ja, okay, vielleicht versuch es einfach mal zu gucken, gefällt es dir auch und nachher, wenn du merkst, nee, es ist nichts für dich und du weißt, was du werden willst, du hast die ganze Qualifikation dafür, Entschuldigung. Und du brauchst das Fach gar nicht, aber du musst es trotzdem Unterricht bekommen, du musst es trotzdem als Abschluss haben. Das ist immer so eine Sache, wo sich ja immer gerne Schüler und auch Eltern und Lehrkräfte darüber streiten. Und denken, ja, eine Grundausbildung, die muss halt immer sein, oder? Eine Grundausbildung gehört das dazu. Und ich sage mir einfach, ja, was ist denn Grundausbildung? Wer definiert, was Grundausbildung ist? Definiere ich, was Grundausbildung ist, weil ich weiß, was ich werden will? Oder sagen mir einfach, nee, das liegt mir überhaupt nicht, da muss ich mich irgendwie doppelt so anstrengen wie andere. Nur für einen halben Erfolg. Ja, wenn du das mal hinter dir hast, dann kommt halt die andere Ausbildung, sprich, also generell, ja, Ausbildung doch im Prinzip dann nach der Grundschule kommt dann mal die Mittelschule und die Hochschule. Ein bisschen Unterschied natürlich, je nach Bundesland und Länder generell. Ich meine, ich bin jetzt Schweizer, ich meine, was sage ich jetzt da irgendwie den Deutschen und Österreich, das ist sowieso ein bisschen verschieden. Und dann Studium und Berufswahl und hast nicht gesehen und all das irgendwie unter einen Hut zu bringen und dann trotzdem dich halt, sag ich mal, durchzukämpfen, weil es gibt noch andere Bewerber von dem gleichen Beruf und dann trotzdem irgendwie durchzukommen und dich durchzukämpfen. Und vor allem halt dann nicht irgendwie den Anschluss zu verlieren und irgendwie zu sagen, ja, ich meine, ich kann das und das interessiert mich und irgendwie heißen wegen Arbeit haben, du musst das und das noch machen, das ist Pflicht, das muss jeder machen, aber dabei liegt dir das gar nicht. Ja, also generell so in der Arbeitslosigkeit sagen immer, ja, die Jugend ist zu faul, die will gar nicht arbeiten, dabei arbeiten, klar wollen wir schon. Aber es ist einfach sehr, sehr viel härter als früher. Es ist sehr viel härter, erstmal die Schule durchzubringen mit all den Fächern, was du sowieso noch irgendwie heutzutage brauchst. Und dann die Lehrer, klar, ich meine für Lehrer selbst auch nicht gerade irgendwie einen super Job heutzutage in diesen ganzen Assi-Kids, aber dann gibt es natürlich auch Assi-Lehrer. Also es gibt im Prinzip alles. Und da dann
im Prinzip Glück zu haben, die richtigen Lehrer zu erwischen, die richtigen Mitschüler und dann die richtige Laufbahn, den richtigen Beruf, die richtige Firma zu erwischen. Und selbst natürlich, wenn du den richtigen Beruf hast, den richtigen Job in der richtigen Firma. Wer sagt, dass der Boss und die Mitarbeiter auch kollegial sind? Also deswegen, es ist heutzutage echt scheiße. Kann ich auch sagen, weil auch in den letzten Jahren, sage ich eher mal, mit Schule, mit Grundausbildung, mit Weiterbildung und dann hast du nicht gesehen mit, ja, Lehrstelle, ich sage nicht Hochschule, eher Mittelschule, sprich, Gymnasium, plus wenn man noch Arbeit sucht, etc., etc. Ja, und du bist ja nie davor gefeit. Ich meine, es kann immer sein, dass eine Firma in den Bankrott geht und dann plötzlich oder irgendwie sonst die Firma aussondiert und das, obwohl du eigentlich der beste Arbeiter bist, wirst trotzdem als erst gefeuert und so und das sind immer so Dinge mit dem... Ja, es ist einfach scheiße. Ich denke, das kann man so zusammenfassend sagen und jo, Kai fasst gerade ziemlich gut zusammen mit dem Konkurrenzdruck. Daher muss natürlich jeder selber wissen, ob man es auch erzählen möchte, aber es würde mich gerne persönlich interessieren, und denke mal die auf YouTube gerade auch. Wie sieht es für euch jetzt hier im Chat, natürlich auch die auf YouTube später, die das nachher gucken und noch gerne kommentieren wollen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich wegen Schwierigkeiten halt oder irgendwie Situationen im Leben, im Beruf, in der Schule und so weiter, wo ihr denkt, nein, das ist einfach total scheiße und das hast du nicht gesehen, das haben andere nicht gehabt, die Probleme hatten nur ich, über die ihr halt gerne reden wollt. Ja, Kira, du sagst etwas sehr, sehr Wahres. Es gibt viele Ausbildungsstellen, aber sehr wenig freie Arbeitsstellen. Vor allem bei mir jetzt, weil ich aktuell suche eigentlich... Das war jetzt sehr klar, Michael. Oh, ich Trottel. Ich suche nur eine 60% Stelle statt 100. Und zwar aus dem Grund, weil ich ja noch nebenbei zum einen mal Studium bezüglich Webentwickler mache. Auch mal für Zertifikate und so weiter, damit ich da mal ein bisschen was zum Vorweisen habe. Andererseits auch noch die Berufsmaturität nachholen will, weil ich aktuell noch dabei bin. Und deswegen halt keine 100% Stelle suche, ist klar, weil ich muss ja auch Zeit dafür aufwenden, deswegen nur 60%. Und ja, erstmal, wenn du überhaupt so eine Stelle findest, dann ist sie im Arsch der Welt. Und auch wenn du irgendetwas findest, ist der Lohn wieder total scheiße und es gibt so viele Faktoren im Leben mittlerweile. Das ist einfach unglaublich. Ich meine, du kannst im Prinzip einen super Job haben, der selber, wo du sagen würdest, ja, ist total geil. Lohn stimmt eigentlich auch, Arbeitgeber auch total nett, die anderen Arbeitskollegen auch und dann plötzlich kriegst du einen Arbeitsvertrag, denkst dir, hey, super geil, unterschreib einfach mal. Und plötzlich dann, ja, ein paar Wochen später in der Lohn kommen sollte, merkst du plötzlich, das ist weniger als vereinbart, was ist da los? Dieses Kleingedruckte, der Vertrag ist total scheiße. Das ist eben auch, was ich finde, total assi. Ich meine, du kannst, Chef und so weiter, kann total nett alles sein, total, sag jetzt mal, total zuvorkommend oder entgegenkommend. Aber schlussendlich kann der dir sowas von den Arsch treten. Du musst überall im Leben total pessimistisch sein. Es wird dir echt nichts geschenkt, es wird dir nichts in den Arsch geschoben, du musst für alles arbeiten. Früher einfach klein auf merkst du vielleicht nicht so, weil du hast die Eltern, die wegen dir beschützen die Hände über den Kopf und so weiter. Das ist auch geil, das muss natürlich auch, sollte auch so sein. Aber es trotzdem im Leben so verarscht wird, also beziehungsweise es doch Typen gibt, die dich so verarschen wollen. Das ist echt... Ja, könnte ich jetzt noch den ganzen Tag darüber erzählen, aber lieber nicht, weil wir haben noch was anderes zu tun heute. Also als nur hier über halt das Berufsleben und ja, hast nicht gesehen, was alles mit zusammenhängt. Das Eingliedern selbst, Berufe suchen, die Schule und so weiter und so fort. Übel. Einfach nur übel. Oh nein! Mark gewinnt. Offenbar überträgt es noch alles live, okay. Ich bin ein bisschen pessimistisch, weil im letzten Mal, wo ich da Soul Silver Challenge gemacht habe. Na, ganz toll.
da war irgendwie der Stream jetzt plötzlich, also ja, Twitch hat plötzlich gesagt, nö, ich starte mal irgendwie 4x9 den ganzen Stream und es waren da ständig Unterbrüche. Und ich selber habe gar nichts gemerkt hier. Das wäre natürlich ganz schlecht. Klingensturm, nee, da ist 2 Phasenattacke, 2 Rundenattacke, ist total scheiße, weg damit. Was schon mehrfach über den Tisch gezogen wurde. Sagen wir mal so, ich hatte in der Hinsicht noch Glück im Unglück, sagen wir es mal. Echt so, also ich hatte... Nee, viele Situationen nicht. Also ich hatte echt Situationen bei Freunden, gerade im Privatleben und so weiter, die irgendwie wirklich total unter den Tisch gezogen wurden, die einfach total überrascht wurden vor allem. Bei mir selbst, ja, also es gab da auch Versuche und ich hatte Glück, dass es nicht reingelegt wurde. Da haben mir zum Glück die Erfahrungen von Freunden geholfen. Und auch der Vater hat mal über einen Vertrag rübergeschaut und dann was festgestellt und so weiter und so fort. Aber ich hatte auch schon so Erfahrungen, wo es halt die Typen versucht haben und da muss man einfach sagen, ja. Wie gesagt, Glück im Unglück für mich, andere hatten da Pech. Man versteht es einfach nicht, das ist halt das Problem. Ich verstehe nicht, warum. Warum machen das Menschen? Warum können sie einfach sagen, ja, ich behandle dich so, wie ich mich auch behandeln würde? Stimmt, der Dom ist vergiftet. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wieso kann man andere nicht so behandeln, wie man selbst auch behandelt werden möchte? Ich meine, klar, wenn du sagst, ey, ich behandle dich assi, weil ich auch assi bin, ja gut, dann behandle dich halt assi zurück, okay, ist klar, aber nee, du willst im Prinzip, dass du selbst respektiert wirst. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus, wo ich mir einfach sage, ja, geil. Schön, so funktioniert das Leben. Du willst cool behandelt werden, behandelst mich aber scheiße, ja, so läuft's, genau, so funktioniert's. Das andere, was Tobi noch erwähnt, mit solchen, die halt, da kann ich auch etwas darüber erzählen. Wie soll ich das am besten sagen? Die halt eingeschränkt sind, sei es jetzt körperlich eingeschränkt, hatte ich auch schon so Fälle. Also nicht selber Fälle, aber mal gesehen und gehört davon. Die zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, einfach mal ein Bein verloren haben. Kann immer mal irgendwie passieren, oder? Und dann, der ist aber Informatiker, der heißt, der sitzt sowieso den ganzen Tag, oder so, ja, im Prinzip sitzt er im Prinzip nur als Programmieren. Der wurde echt nicht eingestellt, weil er eben diese Krankheit hat. Da sagen wir einfach, also Krankheit, eben weil er halt ein Bein weniger hat. Da frage ich mich auch, wenn halt echt jemand anders aussieht, sich anders verhält, das war bei mir zum Beispiel auch so, es halt aus psychischen Einschränkungen, die ich damals noch hatte, wobei ich mittlerweile immer noch habe, aber nicht mehr so stark wie auch schon, wegen psychischen Einschränkungen, dass man einfach irgendwie sagt, nö, den will ich nicht, der könnte so seinen Job und so weiter machen, aber der sieht scheiße aus oder benimmt sich anders als andere. Nö, das will ich mir nicht zumuten, anderen nicht zumuten, nö, will ich nicht. Ja. Ich meine, das ist, ich will jetzt nicht sagen generell so, aber es ist echt ein sehr, sehr heikles Thema. Michael ist Gaga, ja, Lady Gaga. Nee, nicht so Gaga, ja, da vor ein paar Jahren, das war im Prinzip kurz, bevor ich mit dem Let's Play angefangen habe. Das war im Prinzip auch der Grund, wieso ich mit dem Let's Play überhaupt angefangen habe. Ja, so eine Art Sprechblockade, sag ich jetzt mal. Sprechblockade heißt, kennt man ja mitunter von selbst, dass wenn man halt etwas vortragen will oder etwas erzählen will, dass man anfängt zu stottern. Man ab und zu stottern, vor allem vor mehreren Leuten, ist eigentlich normal, ist nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Da gibt es andere, sind starke Stotterer. In meinem Fall, es kam vom einen Moment auf den anderen, aber zack, bums, da war's. Hatte ich eben diese Sprechblockade und Sprechblockade heißt in diesem Sinne, dass ich einfach nicht mehr sprechen konnte. Also quasi natürlich schon irgendwie, jetzt Sprechblockade, und 2 Minuten später geht's wieder, das natürlich schon. Aber irgendwie, ich konnte den Satz entweder nicht mal beenden oder nicht mal beginnen, das war in der Hinsicht, ich sag's mal so, im normalen Alltag ging es, weil da kann ich immer ein bisschen ausweichen. Als Beispiel, ich würde es irgendwie mich vorstellen wollen, oder? Und sage, hallo, ich bin der Michael oder ich bin der Michael, wie auch immer.
Ja, in diesem Sinne halt, ich bin der Michael. So im Stream geht's, kein Problem. Damals hatte das Problem, dass, wenn ich zum Beispiel nicht das Wort mein Name, wenn ich das nicht sagen kann, einfach in der Situation konnte ich das nicht sagen. Was machst du da mit der Vorstellung? Das ist total scheiße, wenn du nicht sagen kannst, mein Name ist, du musst irgendwie auswachen schnell, da fällt dir nichts ein und dann kommt da sowieso nichts, also quasi Hals blockiert und so weiter. Was machst du dann? Verzweifeln? Wie die Typen hier zum Beispiel gerade. Du hast einen Momberg ganz schön gedemütigt, aber Rache ist süß, du Rotznase. Das hatte ich halt damals im Gymnasium, hatte das vor allem, wo das auftrat. Und ja, eben wenn du halt Text nicht mehr vorlesen kannst. Und du, sag jetzt mal, bei Vorträgen, nee, wie heißt Präsentationen, Monologen, wenn ich etwas vortragen muss, sag's mal so. Ich habe selber geschrieben und so weiter, selber zusammengefasst und ich kann es selber vortragen. Das ist kein Problem, du kannst es von mir aus auch auswendig lernen und dann ja, frei halt interpretieren und frei die Wortwahl finden, da ist weniger das Problem. Bin ich klar ein bisschen nervös und so, das ist man eigentlich immer. Aber wenn du halt bestimmte Wörter nicht sagen kannst, aber musst, weil es einfach dazu gehört und du keinen Ausweg hast, das ist dann scheiße und eben vor allem gymnasiummäßig, deswegen muss ich es damals auch abbrechen und Referate, danke Kai, Referate. Ja, bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen anders. Ja, Referate, Vorträge ist bei uns das gleiche in dem Sinne. Wenn du keine Referate halten kannst, weil du genau ablesen musst, eben auch nicht vorlesen kannst, weil du genau das, was steht, ablesen musst und in Worte von gehen nicht, du blockierst. Du kannst auch nichts anderes mehr sagen, weil es eben halt alles blockiert ist. Jo, da sagt die Schule gerne mal, nö, das geht so nicht, du musst weg. Jo, so war es von mir dann und das war, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Situation. Die ist so mittlerweile ziemlich, also sie ist nicht komplett weg, das nicht, wir vermuten wir sie auch immer noch haben, aber ich kann sie mittlerweile ziemlich gut kontrollieren, das ist schon mal etwas. Und daher muss ich jetzt halt auch meine Ausbildung muss ich ein bisschen über den Haufen werfen, von wegen ursprünglich geplant über Gymnasium und dann direkt irgendwie Matura machen und so. Nö, das ging ja nicht mehr, muss ich erstmal über die IV, also sprich die Invalidenvorsorge, muss mir erstmal helfen und da eine neue Lehrstelle suchen, wo es irgendwie auch funktioniert hat und da kann das irgendwie ein bisschen trainieren und dann trotz allem noch ja, Berufslehre und so weiter. War echt nicht einfach. Und eben das finde ich, sieht man sehr gut. Die einen haben ein Verständnis dafür, die einen wollen auch helfen, die anderen im Gymnasium irgendwie sagen sich, nö, wir haben nicht irgendwie die Mittel, wir haben nicht irgendwie die Geduld dafür, ihnen da zu helfen. Gehen Sie. Quasi so wurde es am Schluss dann gesagt, also im Prinzip von, ich soll besser freiwillig gehen oder selber das Ganze abbrechen, weil sonst müssten Sie mich dann nach einer bestimmten Zeit rauswerfen. Gut, mittlerweile muss ich sagen, in der Hinsicht hatte ich Glück im Unglück, weil die Ausbildung selbst vom Berufswegen, ich meine, klar war Gymnasium, oder? War von dem her schulisch gesehen immer top, aber halt Beruf, das war so eine Informatik-Mittelschule, also sprich zur Hälfte Schule, zum anderen Hälfte halt Informatikausbildung. Die Informatikausbildung da war ziemlich bescheiden. Stell mir das Licht und tschüss, Team Rocket. Ja, eben die Informatikausbildung war da ziemlich bescheiden, jetzt kann ich halt im Nachhinein wieder das Ganze gründlicher, sag ich jetzt mal, gründlicher, detaillierter nachholen. Und aus arbeitstechnischer Sicht, als Informatiker, bin ich froh, dass ich das Gymnasium abgebrochen habe. Aber halt aus schulischer Sicht, ja, auch einfach viel länger für alles. Weil ich alles nochmal irgendwie nacharbeiten muss, nachholen muss, was jetzt doppelt so lange dauert, wie es ursprünglich gedauert hätte. Und das ist einfach scheiße. Aber ja, was willst du machen? So ist halt das Leben. Gut, aber genug gequatscht hier, vor allem bei mich selber. Ja gut, Kai, ich jetzt sagen muss, für Arbeitsplätze lügen. Bin ich nicht für, muss ganz ehrlich zugeben, bin ich nicht für. Nee, Domi, ganz ehrlich, lügen auf dem Arbeitsmarkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, vielleicht schon.
in der Schweiz würde ich das lieber nicht machen. Da kannst du belangt werden. Und zwar, die können dich verklagen, wenn du bei irgendwas im Vorstellungsgespräch oder so weiter, wenn du beim Vorstellungsgespräch zum Beispiel über etwas gelogen hast in einer Bewerbung, dann können die sowas den Arsch aufreißen, dich verklagen drauf. Macht's lieber nicht. Auch, klar, ich sag's mal so, übertreiben. Man muss es so sehen, ne? Im Sinne von Spock und so weiter. Raumschiff Enterprise. Wegen Vulkanen, die können nicht lügen, ja, man muss halt übertreiben. Man muss natürlich schon, wenn man sich halt eine Arbeit vorstellt, sich gut herausputzen und sagen, ja, das sind meine Stärken, natürlich auch nur die Stärken aufzählen, dann möglichst viel davon, auch wenn sie für dich selbst, wenn du sagst, nee, das ist gar keine Stärke. Auf den Arbeitgeber ist vielleicht eine Stärke, oder er findet halt dann vielleicht eher so, okay, er ist selbstbewusst. Es ist vielleicht nicht unbedingt so eine Stärke, wenn sie üblich ist, aber er sagt zumindest offen heraus, er weiß, was er will. Das ist auch schon mal etwas. Daher, wie gesagt, übertreiben und so weiter, das ist halt so eine Stärkenbewusstsein. Vor allem muss der erstmal wissen, was sind deine Stärken. Die dann auch herausputzen, die Schwächen zwar, die sagen, jo, die kenne ich auch meine Schwächen, aber sind irrelevant, die will ich nicht weiter wissen. Weil darauf kommt es halt auch nicht an. Der Arbeitgeber, der fragt vielleicht mal einmal, haben sie auch irgendwelche Schwächen? Kannst kurz antworten, ja, das und das. Aber dafür ist meine Stärken wiederum, bla bla, also wirklich auf die Stärken konzentrieren. Und das, wie gesagt, ein bisschen übertreiben und nicht irgendwie am Schluss etwas vorlügen. Zum Beispiel sagen, ja, ich habe da einen Berufsabschluss gemacht und da auch noch, und macht aktuell noch den Kurs und so weiter. Am Schluss machst du den Kurs gar nicht. Ja, weil dann, wenn der Arbeitgeber das rausfindet, und heutzutage, vor allem in der Schweiz, findet das eigentlich immer raus, generell auch in Europa, generell und so, auch Deutschland sicher, dann verklagen sie dich. Daher. So, aber jetzt genug davon, wir wollen hier Pokémon Zocken nicht irgendwie Berufswahl diskutieren. Ich bin schwer beeindruckt, du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dir bereit, Höllenqualen zu erleiden, du Wicht. So, mein Ziel ist, wie gesagt, was wir schon erwähnt haben in diesem Part, wobei es 20 Minuten wieder, scheiße, wollen eigentlich kürzere Parts machen. Nein! Dass ich keinen noch entwickeln soll. Ein Rihorn, für keinen Fall perfekt. Was schreibt Kai gerade im Chat? Also Rücken mit 9 Monaten arbeiten würde. Ja, eben, das sind halt so Sachen. Also Dinge erzählen im Bewerbungsgespräch, die, sage ich jetzt mal, für den Arbeitgeber negativ sein könnten. Lieber vermeiden, lieber erst dann antworten, wenn er fragt. Also wenn er echt irgendwie sagt, übrigens, wie lange wollen Sie arbeiten bei uns? Dann wird doch eher sagen, ja, solange es mir gefällt, ja, eigentlich immer oder quasi, indem wir von Anfang an bereits sagen, nö, nur ein paar Monate, danach gehe ich wieder. Also natürlich, wie gesagt, die machen noch irgendwas parallel oder ihr müsst irgendwie sagen, ja, ich kann leider nur ein paar Monate, weil ich muss nachher noch Armee, Militärdienst schieben oder wie auch immer das, wenn man das sonst in Deutschland auch sagt. Also der Hinsicht eher ein bisschen offener sein zum Arbeitgeber, aber auch ehrlich sein. Es ist echt ein bisschen die Mitte finden, sag ich jetzt mal so. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Ich meine, es war bei mir jetzt auch so. Ich hatte jetzt letzten 2 Jahre, ich muss anders sagen, letztes halbe Jahr war ich jetzt arbeitslos, habe jetzt endlich eine Stelle gefunden. Habe zuvor 2 Jahre gearbeitet, in dem Sinne, was eigentlich bei uns als empfohlen gilt, wenn man 2 Jahre arbeitet und eine feste Stelle hatte. Eine feste Stelle hatte. Zuvor Ausbildung 4 Jahre, damit super Noten abgeschlossen. Autsch, dankeschön, dass du noch Millig hat. Und zum Schluss trotzdem, ja, man sagt ja, 4 Jahre Ausbildung, Top-Noten, Top-Abschluss, also Top-Qualifikation, sag ich jetzt mal. Dann 2 Jahre lang gearbeitet, auch da Feedback super, schon auch so im Arbeitszeugnis, alles picobello.
Und trotzdem hat es über ein halbes Jahr gedauert. Also auch wenn du top qualifiziert bist, kann es dauern, bis du eine Arbeit findest. Und das dürfte eben auch nicht sein. Und vor allem auch diejenigen, die eigentlich wirklich arbeiten wollen, die sich wirklich reinhängen, dass die trotzdem keine Arbeitsstelle finden. Tja. Nein, ich hab kläglich versagt! Dafür hat kein Ich versagt und entwickelt sich gerade. Kai wurde zu Bisaflor.